Servus und Habedere. Eine neue Folge Viva la Movilusion steht an und es ist mitten in der Früh. Der Corby und ich haben bis in die Nacht gewerkt, um euch heute noch diese Folge aufzunehmen, denn gestern am 6.6. war Release zu Predator Killer of Killers auf Disney Plus und das haben wir uns nicht entgehen lassen, haben uns gleich eingebaut und extra für euch jetzt in der Früh getroffen, um eine Folge aufzunehmen. Hallo Corby. Ja, guten Morgen, hallo. Ich kann dem voll zustimmen, was du sagst. Das haben wir getan. Ja, weil wir halt einfach brutale sind. Das stimmt. Aber das nur stimmt. Wir zwei. Ich sag es, der Mike ist nicht dabei, der Seppi glänzt mit Abwesenheit. Es ist ein Trauerspiel. Nee, ja, du musst aber sagen, der Mike ist jetzt im wohlverdienten Urlaub. Ja, der wohlverdient, also das setzen wir jetzt mal in Klammern. Er ist im Urlaub. Er ist im Urlaub, ja. Eigentlich blöd, weil das war genau ein Film auch für den Mike. Das stimmt und der kann bestimmt da auch noch ganz, ganz viele Informationen mitliefern. Aber du kennst die auch besser in der Predator-Welt aus wie ich und du kennst wahrscheinlich die besser mit den Werken und Machenschaften vom Dan Trachtenberg aus, weil, was mich natürlich wundert, der hat offensichtlich keinen Urlaub gemacht. Der entwickelt ja gerade den neuen Predator-Film, Predator Badlands, und hat jetzt hier einfach nur schnell den Animationsfilm Killer of Killers rausgehauen. Was ist da los? Ja, brutaler ist er. Ja? Das ist ein richtig fleißiges Bienchen, der Kerl. Ein richtig fleißiges Bienchen. Er hat auch 10 Cloverfield Lane gemacht und Prey. Den vorherigen Predator-Film, der auf Disney Plus damals rausgekommen ist. Ah. Dazu haben wir ja auch schon eine Folge aufgenommen. Da war der liebe Herr Trachtmann Chris dabei. Der hat es aber heute leider nicht geschafft, dass er mitmacht. Wir hätten geschaut, dass wir es noch hinkriegen, aber leider ist es ihm nicht ausgegangen, weil wir mit dem Chris vorhaben, das ganze Predator-Universum noch zu besprechen. Aber heute diese Folge kriegt halt leider ohne ihn. Ja, aber du bist in unserem Herzen. Du bist Chris. In unserem Herzen, da wie Potato You. Yes. Wie Potato You. Der baut jetzt das Predator-Universum anscheinend gut aus und es ist ja auch schon gerüchteweise heißt, dass er sich mit dem Alvarez zusammen möchte, um einen Alien vs. Predator-Film auf die Beine zu stellen. Ja, bitte. Bitte. War ich voll dabei, weil ich glaube, der Fede Alvarez, hat jetzt, glaube ich, schon angefangen mit der Fortsetzung zu Alien Romulus zu drehen. Ich glaube, dass in der ersten Juniwoche jetzt die Dreharbeiten angefangen haben. Und man hat halt nach dem Erfolg von Romulus und dem gut aufgenommenen Prey dann auch gleich die ersten Gerüchte gehört, dass sie sich da zusammentun eventuell für einen Alien vs. Predator Film. Und ich hab Bock drauf, weil ich fand Prey saugut und kurzer Spoiler vorab, Killer of Killers finde ich auch sehr gut und bin schon mal sehr guter Dinge, was Badlands angeht. Ja, ich auch, also da bin ich schon sehr gespannt und Prey fand ich auch super und ich hab total Bock auf so Alien vs. Predator, weil ich fand den ersten, also das ist für mich Guilty Pleasure, ich finde den irgendwie geil. Ich finde den auch voll geil, ich darf ihn nicht mehr als Guilty Pleasure bezeichnen, weil ich finde, der ist nicht schlecht. Ja. Es ist keiner von diesen Filmen, wo man sagt, man weiß, dass er schlecht ist, aber er gefällt haben. Ich finde den Alien vs. Predator, den ersten, richtig gut. Also holt's euer Maul. Aber wir sollten jetzt vielleicht, weil hier sind bestimmt einige interessierte Hörer, die sich denken, jetzt hört auf, über einen anderen Film zu reden, jetzt endlich über Killer of Killers. Ja, wir müssen heute die Stunde voll kriegen, leider, also bitte. Wir müssen mal richtig, sonst kriegen wir kein Geld. Killer of Killers ist ein Episodenfilm, würde ich jetzt mal sagen. Voll, ja, absolut. Finde ich auch geile Herangehensweise. Und zwar mit 3 verschiedenen Zeitaltern und 3 verschiedenen, ich wollte jetzt Welten sagen. Protagonisten, ja. Die erste Episode spielt im Wikinger-Zeitalter in Skandinavien und wir lernen da eine Wikingerin kennen, die sich da mit Axt und mit einer mega geilen Idee
durchgemetzelt. Und zwar hat die zwei Schilde, wo jeweils auch nochmal Klingen dran sind. Also es ist zum Verteidigen und Angreifen und es ist mega. Also Schaut aus, als hätte jemand abbissen von die Schädel. es dauert da auch ein bisschen, bis der Predator halt dann auftaucht. Also in jeder Episode kommt halt der Predator vor und die kämpfen dann gegen den. Und allein das Setting davor hat mich die ganze Zeit schon so gehabt, weil ich mir gedacht habe, okay, ihr braucht jetzt den Predator gar nicht. Jetzt mag ich mal Vikings anschauen. Ja, beziehungsweise es hat er die ganze Zeit so God of War Flares auch noch mit dabei gehabt. Ja. Also ich fand's mega geil. Die zweite Story findet dann in Japan statt. Da sehen wir dann ein bisschen gehobenere Gewalt von zwei, was sind das? Das sind keine Samurais, oder? Wie nennt man das? Ja, schon, doch, das sind, also Nein, der eine ist doch ein Assassine. der eine, genau, sie sind eigentlich, sind sie Brüder und sollten Samurais werden, aber der eine haut ja dann ab, und somit ist dann nur ein Bruder ein Samurai und der andere ist Ninja. Aha, Ninja. Ja, Okay. auf alle. Also genau, Benedikt und dein Thema. Richtig. Gute Filme brauchen immer Ninjas. Wobei ich mich dann nicht dran erinnern kann, dass der einen Wurfstern dabei gehabt hätte. Also ausbaufähig. Er hat zumindest Kunais gehabt. Ja, das stimmt. Das zeigt schon mal. Also er ist auf alle Fälle nur ein Lehrling gewesen, aber da geht noch mehr. Genau. Und was war das dritte, Kani? Beim dritten Teil sind wir dann im Zweiten Weltkrieg. Auch mal ein geiles Thema, das wir ja mal komplett als Film umgesetzt haben. Und begleiten da den, wie der heißen, Torres, jetzt kann ich aber sein Vornamen kriegen jetzt nicht mehr zusammen, aber er ist jetzt einfach der Torres, oder war Torres sein Vornamen? Ach, ist ja wurscht. Torres ist der Vorname, ja. Der ist Kampfpilot im Zweiten Weltkrieg und ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht mehr, in welcher Gegend, dass sie rumfliegen, irgendwie über Meer, auf alle Fälle, Seeschlacht und so. Und das ist eine auch coole Herangehensweise, weil es ist nicht so diese typische Predator ist irgendwo unterwegs und stalkt die Leute und jagt, sondern es ist Luftschlachtjagd und das finde ich auch ziemlich geil, weil es halt auch wieder was komplett anderes ist. Es ist ja völlig ausgeflippt, teilweise was da abgeht dann in der Luft. Finde ich fand ich auch sehr cool. Genau. Und Am Ende? ja, also jetzt ist gerade so ein bisschen die Frage, wie weit spoilern wir eigentlich das Ganze? Ich meine, ihr habt jetzt die 3 Settings schon gehört und ihr werdet eigentlich schon denken, okay, die werden doch jetzt dann nicht einfach nur 3 kleine Episoden gemacht haben, weil dann hätte man auch eine Serie daraus machen können, was ich mir bis dahin auch die ganze Zeit gedacht habe. Aber das Ganze, und jetzt hier Spoiler-Alarm, fließt dann am Ende in 1 zusammen und die 3, die hier die Predator besiegt haben, werden dann auf dem Predator-Planeten, weiß nicht, gibt's da einen Namen? Wissen wir einen Namen? Wissen wir nicht. Prätorien verschifft und werden dann hier vorgeführt und müssen gegen den Chef kämpfen. Also erstmal, genau, man denkt sich schon so, ja, als die dritte Episode gelaufen ist, haben wir so gedacht, okay, die werden jetzt nicht eine Dreiviertelstunde dauern und einfach dann doppelt so lang sein wie die anderen, da muss noch irgendwas kommen. Und fand ich dann cool, dass das dann noch zusammengeführt wird und in so einem Finale gipfelt. Das ist eine sehr geile Idee gewesen. Also, sie spoilern nach jeder Episode ja da schon so ein bisschen drauf hin. So, okay, das kann es jetzt nicht gewesen sein. Und daher fand ich das total erfrischend und richtig geil, wie das dann am Ende zusammengeführt hat. Ja. Und hat total viel Spaß gemacht. Also ich kann jetzt mein Fazit auch schon vorwegnehmen. Was? Dann passt das, oder wie? Mir hat der Film auch total viel Spaß gemacht und sehr, sehr gut gefallen. Ich find's gut, dass es ein Animationsfilm ist. Also, weil allein dieser Viking-Kampf da am Anfang mit der Ursa, so heißt die Wikinger-Dame, wie die sich da durchmetzelt und wie comichaft das halt dann teilweise ist. Das gefällt mir als Animation fast schon besser, wie wenn es jetzt in Live-Action draht worden war. Du kannst es ja so auch viel geiler umsetzen als in Live-Action, glaube ich. Also, erstens mal tust du die einfacher, weil es halt ein bisschen billiger wahrscheinlich ist. Ja. Und es sind halt wirklich geile Shots drin und geiler Kampfstil von ihrer, weil sie halt wirklich, sie kämpft ja wie ein Tier. Ja. Das ist richtig echt gut. irre. Also das war, als der Predator gegen Predator kämpft. Und sie hat halt auch, es sind halt auch wirklich saukreative Ideen drin. Und also in dem ganzen Film, das fand ich auch so gut, dass sie erstens mal diese verschiedenen Epochen schon mal, aber sie unterscheiden sich nicht gerade durch die Zeitepochen, sondern halt auch durch die Herangehensweise. Weil zum Beispiel Japan
wird ja bis zum Schluss kein Wort nicht gesprochen, meine ich. Ich weiß zwar jetzt nicht mehr, ob der Vater am Anfang was gesagt hat, aber ansonsten wird im kompletten Film nichts mehr geredet. Nur am Schluss sprechen die zwei Brüder da miteinander. Das fand ich auch voll geil. Und dann kommt halt noch das Weltkriegssetting, was halt dann irgendwie, das ist dann irgendwie so völlig over the top mit dem Torres, der dann unterm Fliegen aus dem Cockpit auf den Flügel rausgekraxelt, damit er sein Brenner das Ding da oben drehen kann und so Mist. Geil. Einfach geil. Das hat er ausgeschaut, gewirkt teilweise, als wären es verschiedene Regisseure gewesen. Richtig. Da war ich nämlich dann mir ein bisschen unsicher, weil ich jetzt da nicht die ganze Zeit irgendwie das Handy in der Hand gehabt habe, weil ich so gebannt war von dem Film, um nachzuschauen, wer ist denn jetzt da eigentlich alles involviert in dem Stück Filmchen. Ein zweiter Regisseur ist noch dabei, der Joshua Wassung. Gesundheit. Der Wasel Josh. Ich habe jetzt gerade hier aber den Voicecast offen und zumindest stimmt. Das ist der Vater vom Torres, der hat eine Sprechrolle, aber der Vater vom Kenji hat nichts gesprochen, ne? Nichten. Ist eh gescheiter, wenn wir sie futzen halt. Und es ist jetzt nicht so, dass die am Ende auf dem Planeten landen und dann wird gesagt, so, ihr kämpft jetzt alle gegen den Chef, sondern der Chef sagt, okay, ihr kämpft jetzt erstmal gegeneinander und der von euch 3 gewinnt, der darf dann gegen mich kämpfen. Und dass es fair wird, kriegt jeder eine Waffe aus seiner Epoche. Ja. Und das ist halt echt geil, weil Ursa kriegt Axt und Kenji kriegt Katana. Und der Torres kriegt eine Schusswaffe aus dem 17. Jahrhundert und ist erstmal total überfordert, was die Scheiße eigentlich soll. Und eine Frage, ist diese Schusswaffe die gleiche, die in Predator 2? Ja, genau, das war jetzt also der einzige Trivia-Fact, der mir auf Anhieb da aufgefallen ist, dass das müsste die gleiche Waffe aus Predator 2 sein. Ah ja, geil. Weil ich hab dann mich gestern wieder so packen lassen, dass ich mir den Predator 2 danach angeschaut habe und dann noch mit Predator Upgrade angefangen hat. Der Predator 2 ist bombengeil. Kämen aus Upgrade da auch noch mal irgendwie ein paar Referenzen vor, wie zum Beispiel dieses riesige Monsterviech, das dann da kommt? Boah, ich hab Upgrade fast nicht mehr im Kopf. Okay. Der war, also ich finde, der ist jetzt wirklich, also so der schlechteste aus der ganzen Predator-Reihe. Ein Film, der einbaut, dass wenn jemand den Raum verlassen kann, sich vorher ausziehen muss, ist sehr sinnvoll. Klare Sache. Klare Sache. Ich finde jetzt nicht. Echt jetzt? Ich finde jetzt nicht unschaubar oder so. Ja, er ist irgendwie, den da ich bei mir als Guilty Pleasure benennen, weil der so brunzenblöd ist, der Film, aber ja. Irgendwie kann er mich bei Laune halten. Ich weiß nicht warum, aber er ist brunzenblöd. Super. Aber vielleicht machen wir ja mal mit dem Chris noch eine größere Folge über diesen Film hier, wo wir dann auch wirklich die Trivias ausarbeiten, weil wir haben jetzt, wie wir vorher gesagt haben, wir haben ihn schnell angeschaut und schnell aufgenommen, damit wir am Zahn der Zeit für euch sind und diese Folge rausballern können. Genau, da machen wir mal so eine Predator Universe Folge und dann schauen wir mal, wie hängen eigentlich die alle miteinander zusammen. Ja, genau, selbst dann so richtig analytisch 16 Stunden lang. Genau. Was auch geil ist, dass wir in jeder Folge eben einen anderen Predator sehen. Und zudem, dass es immer ein anderer Predator ist, merkst du auch, weil die Epochen, die schreiten voran. Also das ist so Wikinger, dann 16. Jahrhundert Japan und dann eben Zweiter Weltkriegssetting. Und du siehst aber bei die Predator, dass die auch voranschreiten mit der Technik. Der erste ist nur so relativ der stumpfe Berserker. Ich glaube, das ist sogar so ein Berserker-Predator, glaube ich, nennen sie die. Er ist halt voll die Maschine, aber ist technisch noch nicht so gut ausgestattet, auch mit der Rüstung noch nicht. Beim zweiten sagst du dann schon, okay, der hat auch Rüstung dran, am Rücken und so weiter und hat auch schon mehr Technik dabei. Ja gut, und beim dritten ist es halt eine Luftschlacht. Da ist er sowieso technisch noch weiter vorangeschritten, aber du siehst es auch am Predator selber mit seinem Augending, was er noch dran hat. Das finde ich auch ziemlich cool, dass du auch an die Predator selber sagst, dass die technische Fortschritte machen. Was ich auch geil gefunden habe, war so ein kleines Easter Egg, wo sie einen Torres abholen und man dann sieht, dass durch die Antriebe von ihrem Raumschiff so Kornkreise entstanden sind. Das fand ich cool. Hab ich auch grinsen müssen.
Das war auch cool. Ja, und es ist halt dann auch, wenn es diese Schlacht auf dem Planeten machen, man denkt, weil immer die ganze Zeit, okay, Zeitreisen machen sie anscheinend auch, haben wir die ganze Zeit gedacht, bis man dann, das ist auch cool, weil das dann auch noch aufklärt wird, dass die halt tiefgefroren sind, diese Leute, und dann sie halt dann aufwecken können. Und das ist, also ein Predator besiegen ist vielleicht auch gar nicht so geil, stellt sich dann auf alle Fälle raus. Genau, richtig. Also kann auch sein, dass, und das würde mich sehr freuen, das ja weiter ausgebaut wird. Das hat ein offenes Ende. Ja. Dass man vielleicht, wer weiß, nicht nur vom Prey die eine oder andere wieder treffen, sondern auch von den vorherigen Filmen. Bei Predators hat mir auch sehr, sehr, sehr gut gefallen. Den finde ich auch mega gut. Ich weiß auch nicht, warum der wird auch so gesagelt. Halt sein Maul einmal. Das verstehe ich wirklich null. Und das würde mich riesig freuen, wenn die Handlung auch irgendwie weitergesponnen wird. Voll, ja. Und wir haben ja jetzt eben schon ein paar Überlebende aus dem Predator-Universum. Das heißt, theoretisch kannten wir jetzt mit diesem Film, in dem jetzt eben auch erklärt wird, wo es mit den Leuten noch passiert, kannten wir mir sämtliche Überlebende aus den vorherigen Predator-Filmen wieder treffen. Und da sieht man auch, dass sie die einfrieren und dann halt lagern und dann nicht nur Menschen sind, sondern halt dann auch noch von anderen Rassen. Also es geht schon so in eine Richtung, wo man sich denkt, okay, entsteht da mal eine Art Turnier oder was ist der größere Sinn dahinter? Und da bin ich auch schon sehr, sehr, sehr gespannt. Aber vielleicht kann, wenn jetzt der Chris dabei wäre, der hat uns das alles schon erklärt und sagen, mein Gott, seid ihr dumm. So ein Trottel, hätte ich noch gerade mitgemacht, dann war das nicht so lächerlich hier. So fetzen Mortal Kombat im Universum dann. Genau. Ja, gut. gut. Da hätte mich nämlich auch interessiert, ob man das Viech, was man da sagt, ob man das schon mal irgendwie gesehen hat vorher, aber mir ist das jetzt nicht bekannt vorgekommen. Man sagt aber auf alle Fälle, dass sie Unmengen an Lagermaterial haben. Ja, das stimmt. da ist schon einiges da und man kann das auf alle Fälle ordentlich weiterführen, das Universum. Und es, wie der Corby schon gesagt hat, das ist ganz klar, das muss weitergeführt werden. Die Geschichte, wenn nicht fortgesetzt wird, dann bin ich sowieso schon wieder auf 180. Regt mich dann schon wieder richtig auf. Und was auch geil, und was halt auch noch dazu kommt, weil, wie du schon mal gesagt hast, das ist gut, dass er animiert ist. Der Vorteil davon, bei dem finde ich, ist halt auch, dass sie wirklich all out gehen haben können, was uns Blätter angeht. Also, es wird wirklich, da wird zerhackstückelt ohne Ende, Eingeweide raus, also, so richtig schön. Der gatscht. Ja, wie sagt der Flo, im Hardline ist ein richtig schönes Gematsche. Ja. Definitiv. Also da wird nicht irgendwie mal aus Kostengründen im Off oder so gekillt oder vielleicht ein wenig handsamer, sondern wenn, dann wird er richtig. Und der Humor kommt auch nicht zu kurz, das ist auch schön. Ja. Das ist die Japan-Szene, wenn er da versucht, lautlos erst einmal reinzukommen. Es ist ein kurzweiliger, 90-minütiger, guter Predator-Film. Nicht einmal ganz. Stunde 26, glaube ich, inklusive Abspann. Also er ist wirklich sehr kurzweilig. Das macht Laune. Ja. Tops und Flops, oder? Tobi die Flobbidi. Was ist denn, vorab möchte ich wissen, was ist denn dein, weil es ist ja Episodenfilm, was ist deine Lieblingsepisode gewesen? Ich habe zwar jetzt schon eine Vermutung nach dem Gespräch, aber sprich's einmal laut aus. Die erste, die Viking-Folge. Das hat mir wirklich extrem viel Spaß gemacht. Mhm. Und deine? Meine ist Japan. Bin sowieso Japan-Fan und erst mit Ghost of Tsushima fertig geworden und dann hat mir das gleich wieder richtig eingezogen, dieses Samurai-Setting, das finde ich einfach geil. Und ich fand auch diese Machart cool, mit dem das den ganze Episode lang nicht geredet wird. Ja, bis halt auf dem Anfang und den Schluss, was ich sehr schön gefunden habe, dass das am Ende den Kreis geschlossen hat. Ja, das war auch nochmal, das war auch nochmal richtig schön. Das war auch cool mit dem Kreisschließen mit der Ursa, mit ihrem Sohn, das ja dann auch nochmal am Ende komplett am Ende aufgegriffen wird. Also das finde ich auch cool an dem Film, dass es nicht so, er ist wirklich nicht stumpf, sondern er versucht, den Figuren auch wirklich immer ein bisschen Tiefe mit einzugeben, wo es immer in meinen Augen sehr gut gelungen ist. Genau. Das haben wir auch gar nicht erwähnt. Also jede Episode hat einen eigenen Titel. Das erste heißt Schild, das zweite Schwert, das dritte war Bullet. Mhm. Genau. Und der vierte Killer of Killers. Yeah.
Ja. Aber ja, ich habe jetzt im Endeffekt meinen Top schon gesagt. Also mein Top ist die komplette erste Episode. Das war bombenmäßig geil für mich. Also das allein ist, und ihr wisst, ich bin ein Kurzfilm-Fan, also für mich war das ein astreiner Predator-Kurzfilm. Wird mir sogar, also wenn jetzt losgelöst aus dem Film draußen wäre, noch besser gefallen, aber ich muss sagen, das Ganze ist schon sehr rund und sehr, sehr gut. Und mein Flop, da muss ich jetzt tatsächlich ein bisschen überlegen. Für mich hätte das Ganze schon auch noch ein Stück weit weitergehen können. Und also damit meine ich jetzt diesen letzten Kampf, weil da waren mir ein paar Sachen zu comichaft. Also gerade alles, was dann so den Torres betrifft, also der wird ja da mal... Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ja, also müssen wir jetzt nicht unbedingt verraten. Der ist allgemein, der Torres ist allgemein, das ist ein bisschen drüber. Ja. In seiner Episode, das ist alles ein bisschen drüber. Es ist zwar noch einigermaßen im Rahmen, aber genau wie du sagst, es ist schon sehr comichaft dann. Bei der Ursa und beim Kenji, da merkt man halt schon allein durch die Episoden und die Geschichte von denen, ja okay, da steckt viel dahinter, die können halt wirklich alles kämpfen und so. Ja. Und der Torres soll halt dann mit seinem Wissen aus dem Zweiten Weltkrieg hier technologisch Dinge vollbringen, wo ich mir denke, das glaube ich eigentlich jetzt nicht ganz so. Und okay, das soll er überleben, naja. Ja, Hundling ist er. Ja, Hundling, ja. Und bei dir? Mein Top ist da irgendwie voll schwierig, aber ich glaube, ich nehme dann so, was ich vorher schon mal ein bisschen angeschnitten habe, so diese Schlüssigkeit in sich vor dem ganzen Film, dass eben auch die Figuren auch später dann nochmal Sachen von den Figuren aus der Episode nochmal aufgegriffen werden, später dann diese Entwicklung von die Predator, die du in die verschiedenen Epochen ersetzt, dass du auch da einen Fortschritt sechst, das fand ich eigentlich ziemlich geil, weil du richtig merkst, dass da mit Kopf ohne gegangen worden ist und nicht gerade so, hey, machen wir 4 stumpfe Predator-Episoden, wo sie umeinander metzeln, weil es darf ja auch funktionieren, weil es auch sicher Spaß machen darf, aber es ist halt noch cooler, wenn du wirklich so, weil du sagst, dem Trachtenberg der glaube ich hat richtig Bock auf dieses Predator-Universum und er macht sich richtig Gedanken drum und das taugt mir voll. Und mein Flop ist, am Schluss in der 4. Episode kam es mir vor, als wären manche Animationen nicht mehr so schön. Ist nämlich dann einmal dieser eine Predator, bei dem sie sagen, was dieses Halsband machen kann, wird einmal hergeführt und irgendwie kam es mir so vor, ich weiß nicht, ob das einfach nur der Effekt oder so war, aber mir kam es bei dem ab und zu vor, als wären die Haare, als war da irgendwas mit den Animationen nicht mehr toll. Also an sich finde ich den Stil voll geil, der erinnert mich so an die Spider-Verse-Filme. Aber nur in der letzten Episode habe ich irgendwie ein paar Aussetzer für mich festgestellt, aber ich kann es nicht richtig greifen. Aber das muss ich einfach mal als Flop hernehmen. Vielleicht habe ich geschirgelt, ich weiß nicht. Aber wenn ich einen Flop nennen muss, dann das. Ich glaube, dass das an dem minimalistischen Setting liegt. Das kann auch sein, ja. Also ich kann es ja nicht richtig greifen, wie gesagt. Ich habe noch manchmal so Momente gehabt, wo ich mir gedacht habe, irgendwie schaut das jetzt nicht so sauber aus wie die vorherigen Sachen, oder täusche ich mich. Aber ich werde mir sowieso nochmal anschauen. Dann habe ich da ein besseres Auge drauf. Es war mitten in der Nacht, wie gesagt, der Corby und ich, wir haben durchgemacht. Wir sind jetzt 40 Stunden wach, nur um das hier auf die Beine zu stellen. Für euch, für unsere Hörer, die jetzt geizig sind, einmal mehr Stadia-Hours zu machen. Ich muss hier auch unbedingt nur Predator Upgrade dann fertig gucken. Ja, alle jetzt. Aber wie schaut's mit einem Triple Threat aus, Corby? Haben wir einen Triple Threat? Haben wir Tiddies gesehen? Nein. Haben wir Trompetis gesehen? Nein. Und haben wir tote Tiere gesehen? Abstrakt gesehen, ja. Ja, also es ist ja nicht festgelegt, von welchem Planeten dieses Tier kommen muss. Genau, richtig. Also somit haben wir zumindest 1 von 3. 1 von 3. Und in dem Fall auch noch das Schlimmste für alle. Genau. Super Trachtensepp. Weil du das ja vorhin gesagt hast mit dem, dass das der letzte Teil dir ja schlechter animiert oder so vorgekommen ist. Da habe ich dann auch drüber nachgedacht, weil man hätte ja theoretisch, wie du ja schon sagst, alles einzeln veröffentlichen können. Mhm. Und ich habe es ja vorhin am Anfang der Folge auch schon gesagt, hätte ja auch Potenzial für eine Serie. Aber ich glaube, er hatte schon mit Absicht
so gemacht, dass es ein Film ist, dass, wenn du da einsteigst, dann musst du es da schon komplett anschauen. Und höchstwahrscheinlich ist es halt auch so Pflichtinformationen für Badlands. Kann gut sein, dass das dann, also ich darf darauf hoffen, dass man da ein paar Referenzen dann im Badlands noch sagt, weil es ist ja, wie man jetzt auch hier bei Killer of Killers sagt, greift er ja auf andere Predator-Filme auch zu, wie eben den zweiten Teil, wie auf Prey. Drum darf ich schon darauf hoffen, dass das alles jetzt halt einmal, dass das alles jetzt gleich seine Predator-Horror-Dreadlocks ausfährt in alle Richtungen. Yes. So wie es Badlands, ja, wie man es im Trailer sagt, auch schon mal Richtung Alien macht. Ich hab mir den Trailer mit Absicht noch nicht angeschaut. Kannst du anschauen, verrat nicht viel. Außer eben, dass man auch schon dass das Alien-Universum, man sagt schon mal, dass das in einem Universum spielt, weil du Weyland Yutani oder damals glaube ich noch nur Weyland, weiß jetzt nicht in welcher Epoche das spielt, dass man da schon mal was sagt davon. Oh, okay. Das ist, drum sind die Hoffnungen gar nicht so verkehrt, die man in Richtung Alien vs. Predator haben darf. Ich habe ja vorhin auch gesagt, ich habe ja zum ersten Mal Predator 2 gestern angeschaut. Also zum ersten Mal? Ja, was ich auch geil gefunden habe, da steht er in dem Raumschiff an einer Wand und dann sieht er ja diese ganzen Schädel und da ist doch auch der eine Schädel vom Alien dabei. Ja, genau. Voll cool. Ist da nicht sogar ein Triceratops-Kopf dort, also ein Dinosaurier-Schädel? Ich war so abgelenkt von dem Alien-Schädel, okay, dass ich ehrlich gesagt auf die anderen gar nicht so genau geschaut habe. Ich bin mir jetzt auch nicht mehr sicher, ich weiß nicht mehr. Ja, dann ist es natürlich auch tierisch interessieren. Was sagt ihr denn zu Killer of Killers? Beziehungsweise habt ihr ihn überhaupt schon gesehen? Und wenn nicht, warum? Was ist los mit euch? Wahnsinn, der ist jetzt seit einem Tag heraus und wenn man da noch nicht gesehen hat, dann, was wollt's denn dann von mir? Ja, also zumindest bei uns in unserer Bubble, da hat wahrscheinlich gestern fast jeder gesehen. Also zumindest hat gefühlt jeder Zweite diesen Status drin gehabt. Ja, das haben wir auch gedacht. Also, und überall nur hier Killer of Killers. Ja, passt, cool, macht's es noch. Ja, sehr schön. Übrigens, ich habe jetzt noch mal kurz nachgoogelt. Der Planet der Predators heißt anscheinend Yautja Prime oder Yautja Prime. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Aber das ist... laut Comics ist es anscheinend die mysteriöse Heimatwelt der Predators. Wenn's die denn war, weil im Predators haben wir ja erklärt, die benutzen schon andere Planeten einfach nur zum Aussortieren und Trainieren. Ja, im Predators schon. Aber bei Killer of Killers bin ich mir fast sicher, dass es ja ein Heimatplanet war. Okay. Weil nämlich jetzt da, was man da so Beutel sagt, ist der Planet genauso trist auch in die Comics dargestellt, wie man jetzt die Ausschnitte da gesehen hat. Mal gucken. Ja gut, da wird's keine Predator geben, die als Hobby Landschaftsgärtnerei haben. Wahnsinn. Kein grüner Daumen, Robert Habeck ist auf 180. Dann vielen Dank, Kani, dass ich hier mitmachen durfte. Ja, schön, dass du also eingeklinkt hast und Stunden mit mir durchgemacht hast. Ja, du, für unsere Hörer mache ich alles. Ja, im Gegensatz zu unseren anderen zwei Kollegen. Ja gut, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Nicht von Yautja Prime. Das war jetzt so klar, dass du das sagst. Ja, was soll ich sonst sagen? Doch, natürlich, weil es gibt ja keine Predator, die Podcasts machen, außer Kampf-Podcasts. Ja, und das mag keiner hören. Ja. Also macht es gut, auf Wiederschauen. Und macht es Steady, aber sonst schickt euch einen Predator. Bis zum nächsten Mal. Ciao.